freue mich, bei euch zu sein. Ich glaube, ich bin im 2021 das letzte Mal bei euch gewesen. Wenn das richtig ist schon ein ganzes Weile her. Und ich freue mich, dass wir so zusammen starten in das Jahr, wo jetzt gerade angefangen hat. Ich möchte über Wachstum im Glauben reden. Wachstum durch Herausforderungen. Das ist unser Thema heute. Ein Christ möchte im Glauben wachsen. Das ist etwas ganz Natürliches. Wie bei einer Pflanze. Eine Pflanze, die gesund ist, die wächst. Wenn ein Samen setzt, dann wächst er. Gott hat es in der Schöpfung so eingerichtet, dass alles wächst. Das gilt auch für unser Leben im Glauben. Es gibt Sachen, die uns im Wachstum hindern. Ich denke, Angst zu versagen ist etwas, das uns hindert. Wer Angst hat, nimmt Herausforderungen nicht gern an und wächst nicht. Wenn man mit Festlegungen lebt, ich kann das nicht, oder wenn ich sage, ich werde das und das nie tun, oder das und das werde ich nie mehr tun, dann kann es sein, dass wir in dem Bereich, wo wir einen inneren Schwur ablegen, aufhören zu wachsen. So Festlegungen können ganz mächtig werden in unserem Leben. Sie können das Wachstum ersticken, so wie ein Unkraut eine Pflanze versticken kann. Ich möchte euch heute am Anfang des neuen Jahres ermutigen, Herausforderungen anzunehmen. Wir wissen nicht, was das neue Jahr bringt. Etwas bringt es ganz sicher für jeden von uns in seiner Situation. Wir werden Herausforderungen begegnen. Wahrscheinlich mehr, als das wir wollen. Die werden ganz sicher auf uns zukommen. Und ich möchte euch ermutigen, heute durch meine Predigt vor Herausforderungen nicht zurückzuschrecken, sondern sie als Gelegenheit anzuschauen, Gott zu erleben und zu wachsen. Es sind ganz viele gute Sachen entstanden, weil irgendwann irgendjemand einmal eine Herausforderung angenommen hat. Der Regenmantel ist so ein Ding. Der Regenmantel ist 1823 vom Schott Charles Mackintosh erfunden worden. Nicht der Computer, sondern der Regenmantel. Damals hat man Wollmäntel getragen. Wenn es viel geregnet hat, und es ist kein Wunder, hat ein Schott das erfunden, dann sind die fast nicht mehr zu trocknen gewesen, weil sie sich mit Wasser vollgesogen haben. Der Charles Mackintosh hat die Herausforderung angenommen. Er hat eine gummilösliche Farbe entwickelt und mit dieser gummilöslichen Farbe hat man die Baumwolle imprägnieren und so ist der wasserdichte Regenmantel entstanden. Keine Ahnung, ob es die Schotten heute noch geben würde und sie nicht längst vertrunken wären, wenn der Charles Mackintosh nicht den wasserdichten Regenmantel erfunden hätte. Ein anderes Beispiel ist das Notebook. Wisst ihr, wie schwer das erste Notebook war, das 1975 auf den Markt gekommen ist? Nicht schlecht, er sagt 25 Kilo. Weil jetzt das kein richtiges Notebook ist im heutigen Sinn und das nicht praktisch ist, haben Techniker die Challenge angenommen und haben 1981 das Gewicht vom Notebook auf 11 Kilo runtergebracht. Und heute haben wir die kleinen, herzigen Dinger da, die ich zum Predigen brauchen kann. Die können mehr als ihre Vorgänger und sie sind viel leichter. Ich hatte meine erste grosse Herausforderung, als ich 12 war. Wir sind im Tessin in den Flüssen baden. Und dort, wo wir waren, das war Melezza, bei Losone, hat es einen 10 Meter hohen Felsen gehabt und unten dran ein wunderschönes blaues Becken voll Wasser. Und wir stehen dort oben, ein paar, und sehen, wie da erwachsene Männer runtergumpeln. Und dann sagt ein Erwachsener neben mir, wenn du da runter den Köpfler machst, kommst du 50 Stutz über. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, 50 Franken, das war fast ein Jahreseinkommen Sackgeld für mich. Also relativ viel Geld, oder? Und ich bin dort oben gestanden, da denkt, ich bin noch nie von 10 Metern oben runtergegumpelt, nicht einmal auf die Füße. Und schlussendlich habe ich es gemacht. Ich habe den Köpfler gemacht von 10 Metern. Ich habe meine 50 Stutz bekommen. Keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Wahrscheinlich Snickers gekauft. Auf alle Fälle, ich habe es bekommen und von dem Moment an habe ich keinen Schiss mehr gehabt, vom 10 Meter irgendwo den Köpfler zu machen. Heute würde ich es nicht mehr machen. Warum erzähle ich euch das? Wachsen im Glauben funktioniert im Prinzip genau gleich. Einer der Wege, die Gott benutzt, dass wir im Glauben wachsen können, ist, dass er uns Herausforderungen zumutet. Wenn das Leben hart wird, heisst das nicht, dass mit dir etwas nicht stimmt.
Herausforderungen sind einer der Wege, wo Gott benutzt, dass wir Erfahrungen mit ihm machen können und dass wir im Erfahren von Gott in diesen Herausforderungen wachsen können. Als Mensch, im Glauben, als Persönlichkeit. Ich möchte euch heute ein Beispiel von Petrus zeigen, wie das funktioniert. Wir werden uns 3 Storys anschauen aus dem Leben von Petrus, die ganz entscheidend waren, dass der Petrus wachsen konnte und zu dem Mensch werden, wo wir ihn in der Bibel kennen. Die erste Story steht am Anfang vom Johannesevangelium. Dort wird berichtet, wie der Petrus Jesus begegnet ist. Wo sie sich das erste Mal begegnet sind, ist etwas passiert, was für den Petrus ganz, ganz tief gegangen ist. Jesus blickte Petrus an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Und dann sagt er einen ganz wichtigen Satz, du sollst Kephas heißen. In Aramäisch, der Muttersprache von Jesus, hat es etwa so getönt, du bist der Shimon, der Sohn vom Jochanan, du sollst Kepha heißen. Kepha spricht man aus wie Küchenkästchen. Kepha bedeutet Fels. Fels ist auf Griechisch Petros und wir benutzen die latinische Form Petrus. Also Petrus ist gar nicht sein eigentlicher Name, das ist sein Nickname. Ja? Eigentlich hat er Shimon geheißen. Jesus sagt, du bist der Simon, der Sohn von Johannes. Du bist ein ganz gewöhnlicher Mensch, du bist ein Fischer, wie es am See Genezareth Hunderte gibt. Das ist das, Petrus oder eben Simon, was die Menschen in dir sehen. Und das ist das, was du selber in dir siehst. Du bist der Simon, der Sohn von Johannes, ein einfacher Fischer. Und dann sagt Jesus etwas, was ganz bedeutsam ist für das ganze Leben von Petrus. Er sagt, du sollst Kepha heißen. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Menschen sehen das, was du bist. Die sehen in dir den Simon, den Fischer. Ich sehe das, was du sein kannst. Petrus, ich sehe in dir einen Kepha, einen Fels. Gott sieht in uns das, was wir werden können. Gott sieht, zu welcher Größe und Bedeutung, dass wir wachsen können, wenn wir ihm unser Leben geben. Vielleicht denkst du klein von dir. Ich bin nur ein Fischer. Ich bin nur ein Bützer. Ich bin nur ein Bürogummi. Hey, Leute wie mich gibt es Hunderte. Das stimmt, es stimmt aber auch nicht. Du bist einzigartig und Gott möchte, dass du in dieser Einzigartigkeit kannst wachsen kannst. Ich habe früher sehr gering von mir gedacht. Als ich meine Frau Elisabeth mit 17 kennengelernt habe, habe ich von mir gesagt, ich bin dumm. Und sie hat gesagt, nein, du bist nicht dumm, weil sie hat ja keinen dummen Mann heiraten. Und ich habe darauf bestanden, ich bin dumm. Das hat natürlich wie alles im Leben eine Vorgeschichte. Mein älterer Bruder hat alles besser können als ich, besser arbeiten, das hat in unserer Familie viel gezählt. Und er war viel besser in der Schule. Ich hatte einen Traumberuf, ich wollte Sportlehrer werden. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich war in Mathematik so schlecht, dass ich sang- und klanglos nicht einmal in die Sek A gekommen bin, sondern in der Sek B. Tja, lieber Roland, aus der Traum. Ich bin nie Sportlehrer geworden. Wenn es um Mathematik gegangen ist, dann bin ich im Wesentlichen in 9 Jahren nicht rausgekommen, um was es geht. Am schlimmsten war für mich das Kopfrechnen. Wir mussten in der Sek B einmal in der Woche gegen den Banknachbar Kopf rechnen. Das war für mich traumatisch. Mein Banknachbar war der Ivan, ein ganz lieber Typ und der schnellste Kopfrechner, den ich je gesehen habe. Ich kann mich erinnern, dass ich ein einziges Mal brilliert habe und das war so genial, dass ich euch das erzählen muss. Das ist so gegangen. Als wir an die Reihe gekommen sind, habe ich mir für diesen Tag vorgenommen, wenn der Lehrer die Rechnung stellt, dann sage ich die allererste Zahl, die mir in den Sinn kommt, die sage ich einfach gerade, ohne überlegen. Okay? Weil ich gewusst habe, ich habe keine Chance gegen den Ivan. Und das, was ich euch jetzt sage, stimmt wirklich. Der Lehrer schaut mich und den Ivan an und fragt, was gibt 19 mal 26? Und ich wie aus der Pistole geschossen, 494. Ihr hättet gesehen, was dann passiert. Es war, wie wenn wir einen Film anhalten, alle schwenken zu mir und sagen kollektiv, Roland! Es war richtig. Es war im Fall richtig. Ausser ich habe es jetzt falsch aufgeschrieben, weil nachgerechnet habe ich es nicht. Ich war 0,75 Sekunden schneller als der Ivan und habe einen Volltreffer gelandet.
ich sage euch, wenn das in 9 Jahren Mathematik dein einziger Erfolg ist, dann kommst du irgendwann auf den Gedanken, ich bin dumm. So habe ich mich angeschaut. Und dann habe ich mit der Zeit gelernt, dass Gott etwas in mir gesehen hat, was ich nicht gesehen habe. Entscheidend ist nicht das, was ich in mir sehe, vielleicht nicht einmal das, was andere sehen, sondern das, was Gott sieht. Als ich später in die theologische Ausbildung gegangen bin, ist mir in den Sinn gekommen, dass ich als Kind, ich bin im Alter von 2 Monaten getauft worden durch Untertauchen. Das hat man bei uns in der Gemeinde damals so gemacht. Da habe ich einen Taufvers bekommen, wo ich ja noch nichts verstanden habe. Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Gott hat mich gesehen, als ich im Alter von 2 Monaten getauft worden bin. Roland Hartmeier, du bist der Sohn von einem Maurer. Du sollst grosse Beute machen und du sollst sie an andere verteilen. Das ist Gottes Programm für mein Leben. Und das hat mich ermutigt, die Herausforderungen im Reich Gottes anzunehmen, weil ich gewusst habe, Gott sieht etwas in mir, das ich mir selber ja gar nicht zutraue. Und weil ich das begriffen habe, das ist einer der Gründe, warum ich heute überhaupt da bin. Jeder von uns hat Defizit. Schliess aus deinen Defizit nicht auf das, wo du bist. Du bist viel mehr als das, was du kannst. Gott hat dich einzigartig gemacht und in dieser Einzigartigkeit kann jeder von uns wachsen und blühen und gedeihen. Die zweite Story haben wir am Anfang gehört. Der Petrus auf dem See. Es kommt ein gewaltiger Sturm auf. Die Jünger rudern die halbe Nacht und dann kommt Jesus mitten in der Nacht auf sie zu. Und dann sagt er, wie sie Angst haben, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Das sind die Worte, wo Jesus sagt. Es ist offensichtlich, dass Jesus den Glauben der Jünger prüfen will. Sie geraten auf ihrem eigenen Terrain an ihre Grenzen, auf dem See. Wie reagieren wir, wenn wir vor Herausforderungen stehen? Wie reagieren wir, wenn Angst aufkommt? Wem vertraue ich? Der Petrus zeigt in der Angst eine absolut erstaunliche Reaktion. Er ergreift die Initiative und ruft Jesus zu, Herr, wenn es du bist, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Der Petrus hat begriffen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Er ist zu dem Zeitpunkt 1, vielleicht 2 Jahre mit Jesus zusammen unterwegs gewesen. Jesus hat ihn und die anderen Jünger gelehrt, so zu werden wie Jesus, so zu beten wie Jesus, so zu dienen und zu lieben wie Jesus, sodass die Jünger und vor allem offenbar der Petrus begriffen hat, Jesus nachfolgen bedeutet wachsen und werden wie Jesus. Und der Petrus hat begriffen, wenn Jesus nachfolgen bedeutet, dass ich das tue, was Jesus tut, dann kann ich auf dem Wasser gehen. Weil das ist das, was Jesus jetzt gerade macht. Jesus befiehlt es Petrus nicht, der Petrus will es, weil er möchte sein wie Jesus. Er möchte wachsen. Sein Vertrauen auf Jesus ist in den letzten 1-2 Jahren so groß geworden, dass er begriffen hat, mit Jesus kann ich meine eigenen Grenzen überwinden. Mit Jesus kann ich Angst überwinden. Und so steigt der Petrus auf dem Boot, geht auf Jesus zu und wenn er Angst bekommt und anfängt zu sinken, ergreift ihn Jesus bei der Hand und sagt, du Kleingläubige, warum hast du zweifelt? Das ist ein interessantes Wort. Du Kleingläubige, warum hast du zweifelt? Ich finde es interessant, dass Jesus am Petrus genau das sagt. Eigentlich ist das sehr erstaunlich. Ist der Petrus, der es gerade gewagt hat, auf dem Wasser zu gehen, das Musterbeispiel von einem Kleingläubigen? Ich glaube nicht. Der Petrus ist ein Glaubensheld, der es verdient hat, dass man sagt, durch den Glauben ist der Petrus auf dem Wasser gegangen. Der gehört in Hebräer 11. Der Petrus hat einen grossen Glauben gehabt. Für das Maß an Nachfolge, das er auf dem See erprobt hat, ist sein Glauben aber noch nicht gross genug gewesen. Da war er noch zu klein gewesen. Der Petrus ist eigentlich dort auf dem See über das Maß von seinem gegenwärtigen Glauben rausgegangen. Und indem er das gemacht hat,
und seine Angst überwunden hat, ist sein Glaube grösser geworden und stärker geworden, obwohl er die Lektion noch nicht ganz bestanden hat. Warum sagt Jesus, du Kleingläubiger? Ich glaube, der Satz ist das tadelnde Lob von einem Rabbi, wo seinem Schüler seinen gegenwärtigen Wachstumsstand aufzeigt. Petrus, für das Maß an Nachfolge, wo du jetzt gerade erprobt hast, ist dein Glaube noch zu klein. Das ist ein tadelndes Lob. Du wirst wachsen, Petrus. Du wirst lernen, mir völlig zu vertrauen. Ich glaube, Jesus sagt, du Kleingläubige mit einem Augenzwinkern. Er verlockt den Petrus, ihm völlig zu vertrauen. Er ermutet ihm Herausforderungen zu, damit er wachsen kann und zu einem Käfer werden kann. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir lernen, Angst zu überwinden. Ich glaube, dass eine der grössten Ängste, die wir Menschen haben, die Angst zu versagen. Ich habe vor etwa 20 Jahren an einem Event teilgenommen, wo wir Teilnehmer folgende Frage bekommen haben. Was würdest du in deinem Leben anpacken, wenn du sicher wärst, dass du nicht versagen wirst? Ich habe das eine interessante Frage gefunden. Und mir war sehr schnell klar damals, wenn ich keine Angst hätte zu versagen, dann würde ich in Theologie doktorieren. Es würde mir helfen, in meiner Berufung zu wachsen. Das wäre für mich wie aus dem Boot steigen und auf dem Wasser laufen. Schaffe ich das? Hey, wie stehe ich da, wenn ich es nicht schaffe und das Studium muss abbrechen? Wenn ich zu dem Zeitpunkt immer noch gesagt habe, ich bin dumm, dann hätte ich es nicht gewagt. Aber ich habe unterdessen gelernt, dass Gott etwas in mir gesehen hat, das er zum Blühen bringen wollte. Also habe ich es gewagt und es ist gut gegangen. Vielleicht gibt es etwas, was du gerne möchtest machen. Vielleicht hast du den Eindruck, dass Jesus dich in irgendeinem Bereich von deinem Leben aufs Wasser ruft. Und meine Frage heute ist, wagst du es? Nimmst du die Herausforderung an? Es kann einen Wachstumsschub in deinem Glauben bewirken. Ich möchte später am Schluss der Predigt dann einen ganz konkreten Schritt mit euch gehen und euch eine Möglichkeit geben, einen Schritt aufs Wasser zu tun. Vorher wollen wir uns noch die dritte Story anschauen, die im Leben von Petrus eine wichtige Rolle gespielt hat. Und die steht am Schluss vom Johannesevangelium. Die Situation ist folgende: Jesus ist verhaftet worden. Der Petrus kommt an den tiefsten Punkt von seinem Leben. Er hat Jesus verleugnet. Jemand hat ihn gesehen in dem ganzen Trubel und gesagt, du bist doch auch mit dem Jesus zusammen gewesen. Und der Petrus sagt, Quatsch, ich kenne den Jesus nicht. Angst. Das ist pure, nackte Angst. Und dann passiert das Unglaubliche für den Petrus und für die anderen Jünger. Jesus steht am 3. Tag der Toten auf und erscheint den Jüngern. Was für ein Comeback, was für eine Erleichterung. Jesus lebt. Aber einer ist nicht so richtig froh geworden, der Petrus. Er hat Jesus verleugnet. Er hat versagt. Der Petrus hat es definitiv verspielt. Ich, ein Käfer, vergiss es. Er geht mit den anderen Jüngern zurück an See Genezareth, dort, wo er aufgewachsen ist, weit weg von Jerusalem. Was macht er dort in seiner alten Heimat? Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Klingt extrem ermutigend, oder? Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Eine trostlose Nacht. Überhaupt nichts Ermutigendes. Was passiert da? Der Petrus hat versagt. Er hat sich gesagt, ich bin als Jünger nicht brauchbar. Das ist seine Festlegung. Ich ein Käfer werde, ein Fels, das bin ich nicht. Jedenfalls hat sich der Petrus nicht so gefühlt. Also geht er zurück dort hin, zu dem, wo er kann. Er geht fischen. Er flüchtet sich auf sein eigenes Terrain, das er beherrscht, weil er sich sagt, ich will nie mehr so versagen, ich will nie mehr so blöd dastehen, ich will nie mehr, dass die Leute mit dem Finger auf mich zeigen. Das ist sein Schwur, das ist seine Festlegung. In dem Moment, wo der Petrus sagt, ich gehe fischen, gibt er es auf, ein Käfer zu werden. Er hört auf zu wachsen.
Er hört auf, nach dem zu leben, wo er nach Gottes Gedanken könnte sein. Ich bin ja nur ein Fischer. Ich bin dumm, ich kann ja nicht rechnen. Ich bin ja nur ein Bürogummi. Ich habe versagt in der Erziehung meiner Kinder. All diese Sachen. Es gibt so Bereiche in unserem Leben, da machen wir negative Erfahrungen. Wir sagen uns, dass wir halt so und so sind und dann sprechen wir das Urteil über uns. Wir schwören uns innerlich, dass wir das und das nie mehr werden machen. Und dann gehen wir fischen wie der Petrus. In dem Moment hörst du auf wachsen. Das ist genau der Moment, wo du aufhörst im Glauben wachsen. Es gibt so innere Schwüre, die können sehr mächtig werden. Ich werde nie mehr laut beten. Ich werde nie mehr vor Menschen reden. Das war so peinlich, als ich nicht mehr weiter gewusst habe. Ich habe es versucht, aber ich will nie mehr blöd anstehen. Ich werde mich nicht mehr einsetzen. Ich will nicht nochmal kritisiert werden. Ich bin enttäuscht worden. Das muss ich nicht mehr haben. Ich mache meinen Job im Beruf. Das kann ich wenigstens. Ich möchte jetzt am Schluss eine Frage stellen und mit dem zum Predigtende überleiten. Das ist meine Frage. Bist du am Fischen? Weißt du, Fischen kann man auf so ganz unterschiedliche Art. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bist du am Fischen? Lebst du mit Festlegungen, die dich hindern, zu wachsen? Vielleicht weiss niemand von deinem inneren Schwur. Vielleicht ist dir erst gerade letzte oder gerade jetzt bewusst worden, dass du so innere Festlegungen mit dir herumtreibst. Und das hindert dich zu wachsen. Du hast Angst zu versagen, also ziehst dich zurück. Du willst nie mehr blöd anstehen, du willst nicht mehr kritisiert werden. Du möchtest einfach in Ruhe deine Fische fangen. Du hast versagt, vielleicht ist es nicht einmal etwas Grosses und du willst nicht einmal versagen. Und das ist genau der Punkt, wo du aufhörst zu wachsen. Das ist der Punkt, wo der Petrus sagt, ich will nie einen Käfer haben, weil ich bin nur ein Fischer. Und dann ist die Geschichte, Gott sei Dank, noch nicht fertig. Weil Jesus ist dem Petrus dort am See begegnet. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, wird klar, Jesus macht dem Petrus in einem persönlichen Gespräch deutlich, ich kann dich immer noch brauchen, Petrus. Du kannst immer noch zu einem Käfer werden. Der Petrus, das wissen wir aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte und den Petrusbriefen, hat die Herausforderung angenommen und er ist zum Fels geworden, wo Jesus gesagt hat, auf dich baue ich meine Kirche. Vielleicht hat Gott heute zu dir geredet. Vielleicht ist für dich heute Zeit, am Anfang eines neuen Jahres einen Schritt aufs Wasser zu machen, wie der Petrus. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo Jesus dich ruft? So wie der Petrus, wo er gesagt hat, komm aufs Wasser. Ja? Wag etwas, Petrus. Vielleicht ist dir klar, dass es Sachen gibt, die du anpacken musst. Vielleicht gerade im neuen Jahr. Vielleicht hat Gott dir einen Bereich gezeigt, wo er möchte, dass du wachst und blühst und etwas wagst. Vielleicht ist dir bewusst worden, dass du etwas Ungutes hinter dir schlagen sollst, irgendein Schwur, irgendeine Festlegung, die dich hindert, die Person zu sein, die Gott aus dir möchte machen. Und etwas sagt in dir, ab heute ist fertig mit Fischen. Ich nehme die Herausforderung an. Ja, Jesus, ich wachse in dem Bereich, wo du mir gezeigt hast. Wenn es so etwas gibt in dir, dann ist das die Stimme von deinem Schöpfer, die dich aufs Wasser ruft. Vielleicht ist es etwas Grosses, etwas, das dich bewegt, ein riesiger Schritt, wie für den Petrus. Und ich möchte dir jetzt sagen, wag's. Vielleicht ist es etwas Kleines, aber trotzdem nicht Unwichtiges. Und ich möchte dir jetzt Gelegenheit geben, einen Schritt zu tun, wie der Petrus, aufs Wasser, in den Bereich hinein, wo Gott möchte, dass sich in deinem Leben etwas ändert. Wenn dir klar ist, dass du in einem bestimmten Bereich wachsen und etwas wagen sollst, dann kannst du das festmachen, jetzt am Ende der Predigt, bevor wir in Worship übergehen, indem du aufstehst. Ich werde dir nachher die Gelegenheit geben, aufzustehen. Wenn jetzt etwas bei dir passiert, sei es da,
sei es daheim. Wir werden während dem Aufstehen unseren Livestream aufs Kreuz richten. Es wird niemand dich sehen auf dem Livestream, nicht einmal deinen Rücken, sodass das Ganze eine persönliche Sache ist. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, einen Schritt zu tun wie der Petrus. Gott, da bin ich. Gott, du rufst mich aufs Wasser. Ich nehme die Herausforderung an. Ich mache den Schritt. Dein Aufstehen, das ist ein äußeres Zeichen, dass etwas in dir in Bewegung ist, wo Gott selber in Bewegung setzt. Das ist deine persönliche Angelegenheit mit Gott. Wir werden darum die Augen schliessen. Und wenn du aufstehst, dann werde ich für dich beten und dich segnen für den Schritt, der für dich dran ist. Das gilt für uns da. Es gilt vielleicht für dich daheim, wenn du sagst, du kannst das auch für dich allein daheim machen. Ich lade euch ein, Gott ganz nah, Jesus ganz nah an dein Leben heranzulassen. Okay? Ich möchte unsere Musiker führen bitten. Wir gehen nachher in Worship über und ich bitte euch jetzt die Augen zu schliessen, dass das, was jetzt passiert, eine ganz persönliche Sache ist zwischen dir und Gott. Es geht jetzt nur um dich und um deinen Schöpfer. Wenn du bezeugen möchtest, dass du einen Schritt machst, egal was es ist, und Gott dich gerufen hat, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen. Du darfst jetzt aufstehen, wenn es einen Bereich gibt, wo du sagst, Jesus, da bin ich. Jesus, da bin ich, so wie der Petrus damals. Mit der Sache, die dich betrifft, gross oder klein, völlig egal. Vielleicht weißt du noch nicht, wie du diesen Schritt machen willst. Das ist im Moment nicht wichtig. Wichtig ist, dass du willst. Und alles andere wird dir Gott zeigen. Ich möchte euch sagen, ihr da, die daheim, die aufgestanden sind, wo Gott etwas in Bewegung gebracht hat, ich segne euch im Namen vom allmächtigen Gott, wo dir sagt, du bist in meinem Bild geschaffen. Ich liebe dich, ich kenne deinen Weg, ich kenne dein Leben und ich kenne deine Zukunft. Ich segne dich in dieser Willigkeit, wo du jetzt Gott zeigst, dass du da stehst und dich ihm zur Verfügung stellst. Ich segne, dass du die Schritte erkennen und tun, die nötig sind. Ich segne dich mit Kraft. Und ich sage dir im Namen von Jesus Christus, du wirst auf dem Wasser laufen. Du wirst in diesem Bereich auf dem Wasser laufen. Und du wirst Gottes Fürsorge und Gnade und Kraft in deinem Leben erfahren. Bist gesegnet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Und bleiben einfach in einer Haltung, wo wir Gott begegnen wollen und dürfen so jetzt in Worship über.